Schau, die Leute fragen immer, Pat, wie viel verdienen eigentlich YouTuber? Und da muss ich immer sagen, schau, es gibt 3 Faktoren, so ungefähr. Das sind erstens ist das Themengebiet, das zweite ist die Anzahl Klicks und das dritte ist, ob man nur von YouTube und von der YouTube-Einnahme an sich lebt oder ob man vielleicht auch noch Amazon Affiliate oder ob man vielleicht ein Product Placement macht. Auf meinem zweiten Kanal, Legendär, haben wir ungefähr 2100 Abos. In diesem Kanal geht es hauptsächlich um Games und Technik. Falls ihr ihn nicht kennt, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr könnt ja mal vorbeischauen. Von dem schauen wir jetzt Statistiken an, weil wir haben jetzt seit dem 1. Januar genau 1 Jahr lang die Videos monetarisiert und eben auch Amazon Affiliate Links unten in der Videobeschreibung. Wir schauen uns jetzt an, wie haben sich die Abonnenten entwickelt, wie haben sich Klicks entwickelt und aber auch sieht man den Einbruch, wo alle YouTuber von geredet haben im Herbst, dass plötzlich Klicks abgenommen haben, die Abonnentenanzahl abgenommen hat und so weiter. Sieht man davon etwas und eben am Schluss auch, wie viel haben wir tatsächlich verdient. So, wir sind jetzt am Computer. Entschuldigt, der Greenscreen, er spinnt wieder mal um, aber ist jetzt eigentlich scheißegal. Die erste Frage, die man sich immer stellen muss, wenn man über YouTube und Money und so redet, darf man überhaupt darüber reden? Und es geistert ja das Gerücht um, dass man das nicht darf. Die grossen YouTuber verbreiten das gerne irgendwo verständlich, weil man geht ja auch nicht einfach zu irgendjemandem an und fragt, hey, erzähl mal, wie viel verdienst du so genau? Das macht man einfach nicht. Und darum nehmen, glaube ich, viel einfach als Ausrede, ja, ich darf nicht darüber reden. Das mag bei anderen tatsächlich so sein, weil ihnen das Multichannel-Network das verbietet. Grundsätzlich aber rein von Google her ist es nicht verboten. Und zwar steht es in dem Paragraph 9 von den Nutzungsbestimmungen von AdSense, bla bla bla, man darf nichts offenlegen, bla 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 bla. Und dann steht ganz unbeschadet dieser Ziffer 9, ist es ihnen gestattet, den Betrag der von Google gesamt erbrachten Zahlungen aufgrund ihrer Nutzung der Dienste exakt offenzulegen, was so viel heisst wie, du darfst drüber schnurren. Super Sache, haben wir das also abgehandelt, kommen wir zum spannenden Teil, nämlich zu den Analytics. Wir haben im Jahr 2016 1300 Abonnenten gemacht und ich werde es jetzt immer so machen, ihr seht, das sind 6 Tabs. Ich werde es nämlich immer für das ganze Jahr und einmal fürs Q4, also für Oktober, November, Dezember vom Jahr 2016 zeigen, weil viele YouTuber sich beschwert haben, dass in diesem Quartal, also im Herbst, ihre Views und so massiv abgegangen sind, dass weniger Abonnenten dazugekommen sind und so weiter. Ihr habt es sicher mitbekommen und ich werde jetzt mal zeigen, wie das bei uns aussieht. Also, wir haben 1300 Abonnenten gewonnen, insgesamt sind es eigentlich 1680 gewesen, aber wir haben leider 373 wieder verloren, das ist aber ganz normal. Im Februar haben wir da einen extremen Anstieg gehabt, nachher ist es doch ein bisschen gedroppt und zuletzt wieder eher ein bisschen angestiegen, aber für unseren Verlauf ist das ganz normal. Das hat im Vorjahr schon ähnlich ausgesehen. Das liegt einfach daran, dass die Leute im Sommer nicht wirklich viele Videos und vor allem nicht zu unseren Themen schauen. Wenn man sich jetzt eben das Q4 anschaut, dann sieht das so aus, ziemlich ausgeglichen, würde ich sagen. Es ist zuletzt wirklich wieder ein bisschen angestiegen, so tendenziell nähern wir uns da der 90er-Linie an, aber gehen da schlussendlich auch wirklich drüber, da haben wir es ein paar Mal schon angestoßen, aber grundsätzlich eher ein Anstieg. Wir können also nicht behaupten, dass in Q4 irgendein Algorithmus uns die Suppe versalzen hat. Ich weiss nicht, was bei diesen Leuten los ist, aber vielleicht liegt es nicht ausschließlich am Algorithmus. Dasselbe Bild, wenn wir uns Klicks anschauen, also die Aufrufe, dann sehen wir, über das ganze Jahr sind die Aufrufe ja tatsächlich ein bisschen angestiegen. Zuletzt natürlich wieder krass, im Sommer haben sie da ein bisschen abgenommen, aber wie gesagt, auch das, ähnlich wie bei den Abonnenten, ist das ziemlich normal. Wenn wir jetzt das Q4 anschauen, haben wir da nur noch 174'000 Aufrufe, vorher haben wir 616 für das ganze Jahr, das ist in Ordnung, aber ja, da sieht man tatsächlich, es geht ein bisschen runter, aber ich würde sagen, wenn man da den Anstieg betrachtet, dann ist das im Schnitt, wenn man das ganze Jahr anschaut, im Schnitt ist das ziemlich ausgeglichen. Also wir müssen jetzt, wenn man das vergleicht, das wäre jetzt ungefähr der Abschnitt da. Also über das ganze Jahr gesehen völlig normal und zuletzt wieder ein Anstieg. Auch bei den Klicks können wir also nicht sagen, dass der Algorithmus da irgendwie seine Finger im Spiel gehabt hat. So, das nächste, was wir anschauen, sind Zugriffsquellen. Also wie die Leute auf das Video gekommen sind. Und wir sehen jetzt da, dass insgesamt die meisten über die YouTube-Suche drauf gekommen sind. Also die haben explizit nach dem Video gesucht und es dann gefunden. Über extern sind die anderen gekommen, das wird wahrscheinlich Google sein und unsere Website. Und jetzt ist das Interessante, Videovorschläge. Und Videovorschläge, das ist der Punkt, wo die YouTuber sagen, die Grossen, da werden sie nicht mehr so häufig empfohlen. Gut, wir sind jetzt keine grossen YouTuber, wir haben 2100 Abos, aber schauen wir uns gleich mal schnell die Zahl an. Das sind insgesamt 10%. 10% von allen Views sind über die Vorschläge, die am rechten Fenster aufploppen, sind dort drüber gekommen. Und wenn wir jetzt das Quartal
Q4 anschauen, dann sieht es so aus, Videovorschläge 9,2%. Okay, kann man sagen, es hat tatsächlich um 0,8 Prozentpunkte abgenommen, aber auch das würde ich sagen, wenn wir die ganze Linie über das Jahr anschauen, ich schalte jetzt mal schnell um, dann ist das ein ganz normaler Verlauf und eben zuletzt ist er auch wieder angestiegen, also der Algorithmus hat bei uns gar keinen Impact gehabt. Gut, haben wir das auch abgehandelt und jetzt kommt wirklich der spannende Teil, nämlich Cash, Baby, Cash. YouTube sagt, wir haben im Jahr 2016 $688 verdient. Wie viel es tatsächlich war, weil das ist ja geschätzt, das sehen wir nachher in dieser Excel-Tabelle da unten. Und wir schauen jetzt aber trotzdem noch den geschätzten Umsatz für das Q4 an, $225. Das dürfte tatsächlich nachher noch ein bisschen mehr sein, wenn dann die Zahlungen von vor Weihnachten auch noch kommen, weil die meisten Unternehmen kurz vor Weihnachten noch ihr Marketingbudget raushauen und darum erfahrungsgemäß die Zahl eher noch ein bisschen ansteigt. Das heisst, man verdient im Dezember immer mehr als in den anderen Monaten. Okay, haben wir also insgesamt $688 geschätzt und da im Q4 225 und jetzt kommen wir zu der ominösen Excel-Tabelle, weil dort haben wir ja auch noch die Amazon Affiliate-Einnahmen, weil das haben wir ja auch, wir haben Amazon Affiliate-Links unter den Videos, die monetarisiert sind, wo zum Beispiel unser Gear drin verlinkt ist oder eben auch die entsprechende Hardware, die man für die Tutorials braucht. So, das ist also jetzt die ominöse Excel-Tabelle, die ich aufgestellt habe mit all unseren Zahlungen von YouTube und von Amazon. Von YouTube sind dieses Jahr insgesamt €647 reingekommen und vom Amazon Affiliate Programm 327, was uns auf eine Gesamtsumme von €974,73 kommen lässt. Jetzt ist es so, wir haben insgesamt 116 Videos auf dem Kanal. Davon sind nicht alle freigeschaltet und ich habe jetzt mal nur die reingerechnet, die wirklich viel Zeit gebraucht haben. Das sind einmal die Sparte Reviews, die Sparte News und die Sparte Tutorials. Wir haben insgesamt 16 Reviews, 13 News und 7 Tutorials, was eine Gesamtsumme von 36 Videos macht, wo quasi viel Aufwand geben, weil wir auch noch Gameplay und so weiter haben. Und es ist auch, Gameplay-Videos geben halt einfach keinen Aufwand, das muss man auch dazu sagen. Reviews haben wir also habe ich angenommen, man hat 12 Stunden für ein Review, 3 Stunden für ein News und 5 Stunden für ein Tutorial. Mit Schneiden, Aufnehmen, Nachbearbeiten, Aufladen, Text setzen und was halt alles dazugehört. Das heisst, wir haben insgesamt, wenn man das zusammenrechnet, 192 Stunden für Reviews, 39 Arbeitsstunden für News und 35 Arbeitsstunden für Tutorials, was uns schlussendlich auf 266 Arbeitsstunden kommen lässt, die wir erbracht haben. Und wenn wir jetzt des Spaßes halber einfach mal schauen, was der Stundenansatz wäre, dann nehmen wir da einfach mal die Gesamtsumme geteilt durch die Stunde und wir sehen, wir hätten theoretisch €3,66 pro Stunde verdient. Und wenn mir jetzt nochmal jemand sagt, hey, YouTuber verdienen voll viel, dann muss ich sagen, ja, €3,66, sorry, das ist nicht viel. Gut, so viel dazu. Das sind unsere Einnahmen, unsere Klicks, unsere Abonnenten und Zugriffsquellen gewesen. Ich hoffe, es hat euch irgendwie etwas gebracht. Das war interessant gewesen. Ich finde es nämlich so immer interessant zu vergleichen. Eben abschliessend muss ich dazu halt eben auch noch sagen, es ist nicht vergleichbar, weil Technik und Beauty viel, viel mehr Geld gibt pro 1000 Klicks als eben zum Beispiel ein Gameplay-Video. Das ist einfach so, weil sich die Produkte, die als Werbung vorgeschaltet werden, viel, viel besser vermarkten lassen und die Leute die Produkte auch eher kaufen. Vergleiche jetzt nicht 1:1 mit irgendeinem Let's Player, das kann bei dem völlig anders aussehen. Bei uns sieht es so aus. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, ich bin der Pat. Danke fürs Zuschauen.